Hola, lieve Freus. Ik ben Regina Friese en ik ben bevriend met Melvin Friese. Ik kom uit Tres Palmas aus Paraguay. Ik heb 5 kinderen, 2 dochters en 2 jongens. En ons thema is vandaag onze dochter, oder für die dochter ihre Mutters. Also Beziehungen zwischen Mutters und Dochter, dat bedeutet, wo wir Kontakt haben, wo wir gute Kommunikation haben, top uitkomen. En met 2 dochters so, ich habe mich immer von klein an mich mit ihnen beschäftigt, dass wir eine gute Beziehung wieder haben. Klar, das schafft nicht immer, wir sind ja bloß einmal Mutter und fangen damit an und müssen das lernen. Und das ist dann vorhin weit wenig, wo wir das dann sehen. So, das was ich von da sage, das ist für Dochter und für Mutter. So viele von uns sind Mutters und haben Dochter. Manche von uns haben bloß eine Mutter und haben keine Dochter. Aber wir können alle was lernen von das. Wo fängt das Ganze an, die Beziehung? Also da ist schon mal die kleine Tochter. Du bist die ganze Welt für dich. Du bist einfach alles für ihr. Du bist ihre Burg, kann man sagen. Du beschützt alles. Das ist meine Welt, wo sie jetzt sicher bin. Und sie lässt alles, was du denkst, du weißt alles. Du bist das ganz Kleinste, kann man sagen, auf der Welt. Und sie lässt sogar die gerade schauen, was immer. Und mit der Zeit entdeckt sie aber, dass es noch andere Sachen in der Welt, die auch wichtig sind und schön sind und wo sie auch haben will. Und dann ist es sehr wichtig, dass wir hier uns richtig, man sagt, aufnehmen von unseren Kindern und dort lernen, Sachen zu tun und trotzdem uns einander loslassen und dort unsere Tochter kann richtig abwachsen. Da ist ja dann zum Beispiel, das Kind anfängt sich selbst anzutragen und eten lernen will und wie man viel Geduld hat, langsam. Manche Töchter sind sehr langsam mit dort, denen ist es sehr wichtig, ihre Kleider und die Sachen. Und wenn wir das erleben, kann die Beziehung sehr gut werden. Und das können aber nicht alle mit. Manche die machen arbeiten oder die sind einfach nicht da und das ist dann nicht leicht. Aber von 0 bis 8 oder bis 10 Jahren ist eine Zeit, wo wir das meiste ans Kind lernen können und wo sie daran festhalten. Da waren sie geprägt, sagt man dort. Und das ist uns, was unsere Tochter auch das weibliche Bild schrie, wo sie ist als Frau oder wer sie ist. Dass sie die rechte Richtung schritt, dass die Bibel uns das sagt. Der Vater kann auch das nicht geben, aber ihre Identität, also wer sie ist und warum sie ist und was sie ist und so, das ist sehr wichtig, dass der Vater ein Teil davon ist. Die rechte Entwicklung von der Tochter ist, dass sie eine Familie haben, wo Vater und Mutter sind, wo ihre Geschwister sind und wo sie gesund abwächst. Wenn sie sich nicht richtig entwickelt mit dieser Sache, kann das sein, dass sie sich nicht annehmen kann, dass Gott auch geschaffen hat. Und dann kommt unsere Tochter ein Teenager, an dem Alter, wo sie 11, 12, 13, 14 ist. Dann ist ab einmal die Mutter nicht mehr das Wichtigste auf ihrer Welt. Da sind dort die Freundinnen wahrscheinlich. Die sind einmal viel interessanter. Und hier ist es sehr wichtig, dass die Mutter dort kapiert, wo lässt ich los, wo benehme ich mich. Wenn es die Hormonschwankungen, das Mädchen verändert sich, die wird nicht früh. Und dann sind viele Sachen nicht mehr als Ferien, die wir Kinder nicht verstehen, warum es unsere Tochter das ist dort. Dann muss die Mutter sich ein bisschen zurücktragen. Die Freundinnen, mit denen sie über Schulsachen reden, die verstehen nicht besser, über Kleider, über Jungs und all diese Mädchensachen. Hier ist die Beziehung ist sehr schlecht, wird sehr schlecht, wenn wir unsere Tochter dann wollen, alles bestimmen und immer weiter das selbst sagen. Und das gefällt dir, ich traue dir nicht, was willst du noch alles ausfinden, wenn du veränderst dich also sehr. Und dann gibt es folgende Konflikte, dass wir uns da waren und uns eure. Und wir müssen da viel gebeten und auch loslassen. Wir sind sehr sensibel, also sehr empfindlich. Wenn wir gerade von klein sind, sehr dicht gelebt haben, sind sehr entweder. Und nun geht sich dort miteinander. Und die Töchter waren selbstständig. Und das, wenn wir dort weiter, das ist okay, wir freuen uns, dass sie das Lied in eine faire Wasch kommt, dann kann das sehr gut sein. Eine andere Sache ist, dass eine Tochter sehr Angst haben, so zu sein als ihre Mutter. Sie wollen anders sein.
Dat heeft sogar noemen, dat is smatrofobie. Dat probleem is sogar voorkomen dat krijgt die dochter wat, dem karakter van de moeder. Wel dat niet worden. En irgendwann wordt ze op eenmaal aan, het is toch zeer ähnlich als mijn mama. En arresteert dat. Maar wanneer je start is zo best, oder zo, dan kannst du al darüber lachen. Dat is op eenmaal al normaal, ja. En dat is ook normaal dat we onderstellen wel als onze dochter. Oké, we ziet dat een beetje uit. Dat is dat ganze generationsprobleem, kan we zeggen. Er zijn 10 grootouderen, die leven in een wereld, in een tijd van de wereld, waar de wereld zo is. Waar alles zich zo ontwikkelt. Die ouderen, dat weer de nächste deel van de wereld, dan weer du. Also we kennen je niet we komen uit ganz verschillende levens. En dan is het wichtig dat we leren, we brauchen ons niet darüber te stieren en te zanken, wenn het met, wie leven met zo en zo zijn, en de dochter zegt zo en zo. Wenn veel het is einfach verschieden. Besonders leicht zanken zich met dat en dochter, darüber zijn zich oneinig van dat am Kleider geht, wo Kleider zijn zullen, woont vrienden zijn, wat ze willen studeren, hoe ze willen arbeiten en hoe en zo'n zaken staat. Also, in die tijd als die Mutter ab was, dan had ze ganz andere prioriteiten. Dat wäre dat wat het wichtigste was. Vielleicht is het in der Leben het wichtigste gewesen, tidig abstonen in Malche gehen oder Sachen doen, wo man weer sehr spijt valt vor, dan man sieht am See en al deze Sachen. En dan bij die is dat al ganz anders. De mode weer anders, de Gesellschaftsdruck weer anders. Also, we hebben immer een druk van de Gesellschaft, dat die ons immer willen wie ze wordt verlangt. Ja? En vaak is het ook goed, maar die worden van andere zaken ongedreid vielleicht als die dachten al. Dan had die maar ganz andere Eltern, ganz andere Geschwister. Vielleicht hat die 10 Geschwister, du hast vielleicht 4, vielleicht keine Brüder. Oder das ist so sehr verschieden, auch die Lehrer können uns sehr beeinflussen. Und vielleicht ist es sogar in ein anderes Land abgewachsen. So, wenn wir das alle weten, ist uns das sehr viel leichter, unsere Mutter zu verstehen. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit meiner Mutter. Ich lebe auch noch immer sehr, wenn sie auch al Pflegeheim ist. Wir verstehen uns gut, wir vertellen uns alles. Ich würde alles vertellen, of ich mich verliebt habe, was immer. Aber ich will nicht so ein Leben haben als sie. Ich bin sehr dankbar, dass sie das alles getan hat für mich, dass sie sich sehr bemischt hat und sie will das auch und sie hat auch keine andere Wahl. Meine Eltern liebten sich, aber wie ist das anders? Sie hat 18 Jahre, sie schaut den Tag über, hat nicht den Raum. Sie onze Kindheit hat hier im Chaco in Valencia in Fernheim verliebt. Und dat we nicht einfach verarbeiten, sie hat nicht wenig Zeit für uns, um sich mit uns zu erholen. Das wäre nicht schlecht. Aber ich weiß, sie hat das sehr gut gemeint und ich schätze das sehr viel. Aber bei mir wird das ganz anders. Ich kann eine ganz andere Zeit nehmen, wo mein Leben war. Und ich darf als Krankenschwester lehren, ich darf an der Gemeinde arbeiten, an einer Indianermission, an eine Schule, im Radio sehe ich noch einmal, an der Freizeit. Also ich kann mich alle wenig Sachen tun, wo Gott mich hilft und wo ich Sachen erlebe. Und ich kann sogar von 40 Jahren noch eine Malschule, eine Malunterricht nehmen in einer Stadt in Kaguasu dort und dann meine eigene Malschule aufmachen. Und die habe ich noch einmal. Das ist für mich was sehr Besonderes. Und meine Tochter mal auch hier und so, das ist auch eine gute Beziehung ab dem Gebiet bei uns. Und das nächste ist, wie können unsere Tochter nicht schlecht behandeln. Das passiert vorhin bei Eltern oder bei Lehrern. Bei uns wäre das Problem, unsere Tochter wäre sehr verschieden und der Lehrer, der hat Probleme mit dem Lehrer. Und dann als wir mit ihm reden, dann sagt er einmal, ich habe der so behandelt als der Schwester. Ich sage das nicht an, das geht nicht, sie ist ganz anders. Und eine Tochter ist sehr open, sehr frei, sie redet alles, was sie denkt. Und dann heeft je dat ook eher graag, wenn man alles weet wat er voor zich heeft. De andere is verschloten, will nicht über Sachen reden, dann laten we der alle Tag. Zijn stil, wenn die will sowieso nicht reden, und dann ist er aber eigentlich auch beleidigt, keiner sieht mich, und so, das ist sehr verschieden. Hier ist es sehr wichtig, dass wir taub reden. Und das fängt an als kleines Mädchen an. Sagt ihr mit deiner Tochter an, spiel mit ihr oder trinkt auf Terrain. Wenn sie auch eher eine kleine Guampa mit Bombilla, Chicherea haft, mit ihren Saft. Aber sie fühlt sich wichtig. Mama und ich sagen, dann trinke ich Terrain. Und sie hascht mich mit all meinen kleinen Sachen. Und wir haben eine gute Zeit. Und darauf bauen wir all ab.
Fang nicht erst an, dass du niemals Zeit hast, dann auf einmal, wenn du gedacht hast, 13 ist ein Problem macht, dann wirst du da auf einmal ins was abbühen. Das kommt da nicht an. Eine Frau sagte mir, meine Mama hat niemals Zeit für mich. Sie wird das 8. Kind, sie kommt näher ran, ich will ins was vertalen, die Mama sagt, go mal spielen. Und wie der das sagt, weil, und ich kann dir das nicht verzeihen, dann sage ich, go nicht der und sei das, nicht nach nur 20 Jahren. Nee, sagst du, der hat das gut gemeint, das wird das alles bis noch schlimmer machen. Okay, ich sage dann, jeft das an Gott auf. Der das alles abschreiben oder was immer, jeft das an Gott auf und schließt das auf, das Pack. Ja, und deshalb ist es wichtig, wenn unsere Tochter uns viel verteilt und wir ein offenes Verhältnis haben, dass wir das nicht das Gefühl haben, als sie bloß neugierig, ich will das alles weiter, was er tut. Das ist uns das Wichtigste, die Sache zu weiter. Nicht unsere Tochter ihre Probleme, sondern das weiter und vielleicht sogar unsere Amigas wieder sagen. Wenn sie dort antworten, dann wird das mit der Beziehung sehr schlecht worden. Wir sind nicht Freundinnen. Deine Tochter und du, sie sind nicht Freundinnen. Sie haben eine Rolle. Sie sind Mutter und Tochter. Es kann passieren, dass manche Töchter Verhältnis haben mit ihren Mann, aber bis auf gewisse Gebiete, ja, dass sie sich sehr gut verstehen. Aber sie bleibt trotzdem immer noch deine Mutter. Und du weißt ja das auch. Du weißt ja, haben, dass sie die respektiert, die annimmt, dass sie die hält, auch wenn du viele falsch gemacht hast, dass sie die verzeiht und dass sie an die lebt. Und diese Mutter braucht wir an unserer Seite. Die Mutter, die wollen jung sein, die haben einfach kann man sagen, eine Konkurrenz, die wollen bekämpfen sich ineinander, wer ist besser, wer kann das besser. Und wenn es vorkommt, was wir alle aufnehmen, wenn es unsere da ist, da weiß ich auch viel mehr an viele Richtungen als wir. Dann müssen wir annehmen, dass wir alle waren. Und dass wir in manchen Gesellschaften tragen die Mutter sich sogar an, als ein junges Mädchen, all die Sachen. Das hat Gott nicht das geschaffen. Wir müssen das annehmen, dass wir alle waren. Aber es ist auch gut, dass unsere Töchter sich nicht mit uns schämen, dass wir uns fein besorgen, ja? Dass wir uns da auch verstehen. Dann müssen wir uns auch gut, was man sagt, uns einander Liebe beweisen. Vielleicht bist du es nicht warnt, die gedacht hat, am Arm und zu sagen, ich lebe die, jetzt ist stolz auf die und so dort. Aber du hast ganz bestimmt Sachen, wo du auch kannst, ganz klar wissen, dass sie weit, Mama lässt mich und wir verstehen uns. Und dann auch, dass sie uns vertraut und dass wir abrechtig sind, transparent sind. Das ist, wenn sie, das ist ein Glasstückchen. Sie wissen, wo wir sind, sie wissen, wo dran sie sind. Das ist sehr wichtig in einer Beziehung. Es ist noch eine Beziehung, das kann eine sehr schwere Beziehung sein. Es sind schwere Beziehungen, die bei manchen Familien auch sind, zwischen Mutter und Tochter, wo man endlich kann sagen, die haben ihre Rolle vertuscht. Vielleicht ist eine Mutter eine Alkoholikerin und sie kann einfach nicht dort sein, wo eine Mutter soll sein. Und dann muss eine Tochter viel von dem Teil auf sich nehmen. Oder andere Gesundheitsprobleme, dass sie im Bad ist, dass sie Rating hat oder sie ist eine Depression, also sie ist unten mit ihren Nerven und sie tut nicht ihre Rolle. Und sie kann vom Bad aus vielleicht viele tun, aber weiß es nicht. Diese Töchter entwickeln sich mal sehr schwind, sehr ernst und machen viel Drogen. Und hier ist es wichtig, dass von Oberste, die Gemeinde oder der Mutter, der Oma oder was immer, dass sie hier helfen und das Mädchen beistehen, das alles zu tragen. Dann sagt es, die Mutter einen sehr schweren Charakter haben. Es ist vielleicht nicht unbedingt, dass sie sehr schwere Menschen sind, in dem Sinne, dass sie nicht mit anderen auskommen können. Das hat Folgen damit zu tun, dass sie verbesserte Werte haben. Sie sind versteht von erst einmal von allen Sachen, sie wollen dort nicht regeln und fixen. Und dann ist da eine schlechte Beziehung mit den Menschen und ganz besonders mit der Tochter. Diese Mutter, die muss du loslassen. Gott übergeben, mag die nicht kaputt an dieser Beziehung, wenn die nicht zu viel top sind. Jesus ist für ihr gestorben, der kämpft auch für ihr und wird mit ihr schaffen und lässt ihr los. Hab viel Geduld mit ihr. Und wenn du kannst, dann red mit ihr, wenn zwischen ihnen wird das Thema anschneiden. Ja? Eine Person sagt, ich habe erlebt, von dann an, als ich von der Mutter Veränderungen verlange, dann wird unsere Beziehung viel leichter. Es hielt einfach ab, dass ich einmal jammert, warum wollte sich nicht mal ändern.
Manchmal habe ich selbst Fehler gemacht in dieser Beziehung, und da sind Missverständnisse. Wir haben uns nicht richtig verstanden, und wie man da verstanden oder die Mutter hat das vielleicht gut gemeint und wie leben aber die hat das nicht gut gemeint. So, das beschuldigen so kann auch vorkommen, zu Problemen führen. Eine gestörte Tochter-Mutter-Beziehung kann auch zu körperlichen Problemen kommen. Die kann keine Darmprobleme, also Störungen und Körper, verschiedenste Störungen gibt, wo wir nun nicht so weit nennen, aber da es kriegt Anorexia und Bulimia, die ganze Geschichte, wo das Mädchen lebt sie stitch, wo sie Brötchen tun, wo sie viel eten tun, wo sie ganz dünn waren. Das kann auch damit zu tun haben, aber das braucht nicht. Einfach, ich würde sagen, da ist der lebt eine Mutter, sie hat mit 2 Tagen geboren, und wenn stimmt nicht die Mutter von einer Freundin oder von irgendwem anderen. Man sagt auch manchmal, die Tochter von einer guten Mutter wird die Mutter von einer guten Tochter. Es ist aber nicht immer so. Gott kann uns verändern, und trotzdem wie eine schlechte Mutter haben. Zuletzt habe ich hier noch Sachen, die Mädchen mir geschrieben haben. Ich habe einfach jugendliche Mädchen gefragt, ob sie mir können Sachen schreiben, sagen, was sie lebten, was wichtig war bei einer Beziehung zwischen Mutter und Tochter oder was sie erlebt haben. Und es war ganz interessant, was sie mir alles schreiben. Eine schreibt sie auch nicht mehr als ganz jung. Sie sagt, für mich ist es sehr wichtig, dass meine Mutter meine Entscheidungen respektiert. So, sie gibt mir golden Rot, aber sie verlangt nicht, dass ich gewisse Dinge so tue, als sie das gerne haben. Zum Beispiel ihr Studium, ihr Arbeitsplatz, ihr Freund, ihr Novio oder was immer, ja, dass das respektiert, wenn sie auch nicht mehr als ganz jung. Der nächste schreibt, für mich ist es sehr wichtig, dass ich meine Mutter alles anvertrauen kann. Zum Beispiel, wenn ich verliebt bin, wenn ich meine Zeit habe, meine Menschen, oder wenn wir über Jungs, dass ich mit meiner Mama kann über Jungs reden, oder über Männer, meine Mama sollte doch allerhand weiter über Männer. Und dass wir in dieser Sache auch Kontakt haben, auch dass sie von ihrer Jugend verteilt, dass sie mir sagt, was sie gefällt hat über die ganze Sache, mit Jungs und verliebt sein in die frühesten Mädchensprobleme. Der nächste schreibt, wenn Mutter und Tochter top Leute beten, das gibt eine gute Beziehung. Sehr schön. Der andere schreibt, die Mutter soll für ihre Tochter ein gutes Vorbild sein. Das redet Leute aus der Theorie. Also, ein gutes Vorbild, dort, wo du dir verliebst, das wird viel Leute reden, als dort, was sie dir sagt. Aber das soll top stimmen. Ja? Der nächste schreibt, die Tochter muss wissen, dass sie sehr wichtig, sehr speziell, sehr schmack und sehr wertvoll ist. Und wenn sie sich so respektiert fühlt, so angenommen fühlt von der Mutter, dann kann sie keine Umstände dort ändern, weil sie weiß, wie viel wert sie ist. So zum Beispiel, wenn die dann wer sagt, du machst dich bloß immer Probleme und gleichständig oder so, das ändert das nicht. Das wird vielleicht einmal sehr weit, aber ich weiß, wie ich sie. Meine Mutter hat mir dort gewesen. Der nächste Schrift, 100% ehrlich sein. Man beschützt nicht mit Lehe. Das ist dort Schrift. Dann der nächste sagt, die Probleme von der Tochter ernst nehmen. Auch wenn sie für die Mutter vielleicht überhaupt nicht wichtig sind. Man würde sagen, wie kann man sich darüber abreden? Aber die ernst nehmen, dass sie das fehlt, dass das ernst ist und dass sie darüber reden, und dass das echt ernst ist. Ja? Wenn es für die Tochter ist, das echt ernst. Dann der nächste Chef, nicht mit Komplimenten sparen, also erlauben und waschen. Nicht immer bloß was sagen, wenn sie was nicht gut getan haben, auch mal was sagen, wenn sie wirklich was gut getan haben. Dann top Sachen tun, das ist Terrain, top arbeiten, top eine Church kochen, top Sport machen und top eten gehen. Mit einer Tochter vielleicht, nächstes Mal mit Bär. Viele von uns haben vielleicht auch nicht eine Tochter, aber wie früh ist Brücke dort untereinander, und besonders Tochter in Mutterbeziehung, kann auch ein bisschen schwierig sein. Da kann man an viel von diesen Sachen auch nehmen. Und dann wieder noch ein Wort, was mir wichtig wäre, schreibt, wenn die Mutter richtig lebt, das ist ein Leben, was eine Tochter nennt, kann man sagen, was mit Familie, Gesellschaft und Kultur zu tun hat. Wenn sie richtig lebt, dann wird die Tochter auch die Familie, die Kultur, andere Menschen, was Indianer oder was immer, die wird leben und das wird helfen. So, wir haben eine große Verantwortung.
Zum Schluss macht het je nach dem vers met je uit Matthäus 7, vers 12. Maar wat je willen, wat de mensen je tonen, dat doet ons ook. Also dat je ondereinander goudet, en reed op de riva. Op wat hier in zijn.